von diesen wunderbaren Ekstasen, die Sie jetzt gerade schon mal losgelassen haben, brauchen wir heute Abend unheimlich viel. Ich hoffe, Sie haben jede Menge Kondition mitgebracht, weil, wie ich finde, wir haben ein hervorragendes Programm zusammengestellt. Und ja, normalerweise geht mir jetzt hin und begrüßt eventuell jeden Einzelnen. Das erspare ich mir, weil wir das später machen. Weil für mich, wie ich immer sage, wir brauchen unser Publikum. Und mir liegt das Publikum am Herzen. Sonst sage ich jeden Einzelnen hier im Saal herzlich willkommen. Jetzt wollen wir zur richtigen Höfensitzung so richtig voll machen mit einem der großen Kölner Traditionskurs. Ich habe so einmal mit mir hinten von den Plätzen. Wir empfangen die Nimbeser Bürgerwehr, die Apfelzinefunke. Los, Jung! Die Staatsoffiziere, die Jarde und das tanzbar unnatürliches Kommando mit Tränen von Enze Köln. Nimmt Feuerwehr, Erdmenschen, das Hauptkraftkommandant Markus Landweis. Viel Spaß! Schönen Dank, Herr Präsident. Ja, lebt fast auf den Zirkel. Die Nimbeser Feuerwehr ist in ihrem 111. Jubiläumsjahr aufgetroffen, Spaß und Freude in das Santori zu bringen. Und das tun wir mit kölschen Tönen, sehr moderner Natur. Gespielt vom Staatsmusikzug unter der Leitung von Walter Clemens und André Schneider, junge Leute. Abteilung, Sinnesunion und J, zügig rechts und links initialisiert und die Wacht blieb durch Stammbosee so redet, dass die Werte ab. Herr Präsident, Bärchen, du bist da. Ja, herzlichen Dank, lieber Markus. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte uns jetzt mal herzlich bedanken für die wunderbare Musik mit einem Riesenapplaus für den Regimentsspielmannzug der Nimbeser Feuerwehr. Wir möchten dies
diesen Rahmen nutzen, um unser Präfolium hier zu begrüßen. Ich darf Sie bitten, erhebt sich von den Plätzen. Hier ist das Kölner Dreigestirn. Sehr verehrten Damen und Herren, ein Höhepunkt jeder Veranstaltung ist natürlich der Besuch unseres Kölner Dreigestirns. Und ich habe lange überlegt, ob man sagen darf, in diesem Jahr hat Köln ein herausragendes Dreigestirn. Aber ich glaube, das darf man sagen. Denn wenn man über die Grenzen der Stadt hinausguckt, über den Militärring oder über die Schere, Zick, den Fliegerkoffer weg, dann sprechen die Menschen vom Kölner Karneval von diesem wahnsinnig tollen Dreigestirn und dann sagen sie nicht, die haben ein tolles Dreigestirn, denn dann sie sagen, wir haben ein tolles Dreigestirn. Ja, und ich sage Ihnen, es gibt einige Dreigestirne in der Geschichte, über die spricht man noch in 20, 30 Jahren. Denken Sie nur an Vicky Jungibold, was gut zur Nippeser Bürgerwehr. Und ich sage Ihnen, über diese drei Kölsche Junge spricht man auch in 20 Jahren noch, wenn wir einfach dort sind, unser Kölner Dreigestirn. Ich darf mir vorstellen, der strahlende Prinz seiner Autorität, Prinz Björn I., Jürgen Riesemann. Seine Deftigkeit, der Kölner Bauer Michael, Professor Dr. Michael Bernecker. Wenn ich sagte, man spricht über dieses Dreigestirn, dann spricht man auch später noch über diese Jungfrau. Viele von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern, es gab mal eine titschende Jungfrau unter Helmut Urbach. Und jetzt haben wir eine famose, gut aussehende, fantastisch tanzende Jungfrau. Herzlich willkommen, Ihre Lieblichkeit, die Kölner Jungfrau Herbia Jens Hermes.
bei den Fastelovensründen. Und wenn ich sage, ein herausragendes Dreigestirn, dann hatten wir die letzten Jahre wirklich nur fantastische Menschen an der Spitze des Kölner Karnevals. Und großen Anteil hat ein Mann daran, der diese Dreigestirne über Monate vorbereitet, der sie brieft, der sie vielleicht auch hier und da mal wieder auf den richtigen Weg bringen muss. Herzlich willkommen, der Prinzenführer Rüdiger Schlumpf. Männer hinter den Dreigestirnen, die man wirklich meistens nur bei der Vorstellung sieht, aber die 24 Stunden für die Jungs da sind, die sich um sie sorgen. Wir dürfen herzlich begrüßen Adjutant seiner Autorität, Markus Heller von der Prinzengarde. Ebenso herzlich willkommen der Adjutant des Kölner Bauern, Volker Marx von der Ehrengarde der Stadt Köln. Der Adjutant der Kölner Jungfrau, Gard Theo Franken, Ehrengarde der Stadt Köln. Wir begrüßen die Prinzenegid, an der Spitze der Chef der Prinzenegid, Manfred Block von der Prinzengarde Köln. Und ich darf Ihnen herzlich vorstellen, den Hoffriseur Klaus Fischer. So, liebes Dreigestirn, die Erdmännchen haben natürlich etwas vorbereitet. Den Orden habt ihr schon am 11.11. glaube ich bekommen. Und jetzt kommt unser Präsident Peter Kerscher und hat eine Kleinigkeit, ein Erdmännchen für euch. Ich hoffe, es findet einen schönen Platz für all die Geschenke, die ihr in der Session bekommt. Vielen, vielen Dank für den tollen Besuch. Und das ist unser Kölner Dreigestirn. So, bitteschön, liebes Dreigestirn. Achso, ich dachte, wir wären schon fertig. Ja, danke, liebe Bärchen. Eine schöne Pastelone zusammen! Bärchen. Mit so viel Vorschusslorbeeren können wir nicht umbringen. Wir haben noch 3 Wochen vor uns, um Pastelone zum Vieren! Und du hättest gesagt, all die Jahre haben wir immer 3 neue. Und die machen immer einen super Job. Und deswegen, wir freuen uns, wenn das so jung ankommt bei den Lücken. Da haben wir viel Spaß und dafür ein ganz herzliches Dankeschön, dass wir alle so jeck zusammen Pastelone feiern können! Für uns ist es wirklich, es ist was Besonderes, heute bei kleinen Erdmännchen sein zu dürfen. Weil, ihr wisst, am 11.11. hatten wir den allerersten Auftritt bei euch und ich kann sagen, wir waren so verdammt nervös. Heute noch ein bisschen, aber damals verdammt nervös. Aber ihr habt es uns so leicht gemacht, es war so eine Bombenstimmung, wir hatten einen riesen Spaß und deswegen vielen, vielen Dank dafür. Wir sind immer gern beim kleinen Erdmännchen und ich weiß, wir 3 waren auch so schon beim kleinen Erdmännchen. Wir wissen, dass hier in einer ganz toller und hervorragender Fastenlehre gefeiert wird. Außerdem freuen wir uns besonders heute mal mit der Nippeser Bürgerwehr unseren Apfelsinefunke zusammen auf der Bühne zu stehen. Das ist euch ein schönes, weil ich meine, ihr seid auch Funke, auch wenn ihr nur Apfelsine sind, aber ihr seid auch Funke. Und wir sind zusammen Funke. Und im Fastelovend ist das egal, was für ein Verein, wo der herküsst, was man feiert. Im Fastelovend ist es nicht schlimm, wo der herküsst, was der Häs, was der Mäß. Im Fastelovend sind wir alle gleich. Und dann ist der Fastelovend, weil so feiern wir zusammen und haben zusammen Spaß dabei.
habe ich anders erwartet bei den kleinen Erdmännchen. Seid ihr textsicher bei kölschen Liedern? Sehr schön. Habt ihr denn auch Lust zu singen? Könnt ihr singen? Also wir nicht. Weißt du, ganz Köln spricht immer vom Dingedanz, weißt du? Mir geht das langsam auf den Zapfen. Wir wollen auch mal zeigen, dass wir zwei tanzen können. Na, da wünsche ich viel Spaß. Ja, jemand singt doch. Sei nicht so traurig und so zickig. Also, wir zwei würden euch jetzt hier erzählen, dass wir auch tanzen können. Und wenn ihr uns dabei helft und kölsche Lieder singt, die ihr alle kennt, dann klappt das auch. Herr Kapellmeister, bitteschön.
bisschen zurückflogen. Und das machen wir jetzt in unserem Chordanz. Lass uns so ein paar deutsche Lieder aus den letzten 50 Jahren ein bisschen damit hinfließen und hoffen, dass alles gut wird und sich keiner wieder. Durch schon noch ein bisschen sortieren, dass die wirklich auch alle gut sind können. Spießen Sie da los, könnte man dann sehen. Dann probieren wir. Nur in Ordnung passt. Warte. Dann! Ja, wenn ich sehe, ich stelle mal vor, Die Bürgermeister der Stadt Köln und die wichtigen Leute der Erdmännchen haben sich formiert. Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten. Lieber Martin Steinmann, bitteschön. Herzlich willkommen bei den kleinen Erdmännchen. Ich darf Sie im Namen aller Mitglieder und im Namen des Vorstands hier und heute recht herzlich begrüßen. Tue Gutes, berichte darüber. Wir tun es, wir machen es seit vielen Jahren, wir sind stolz, jedes Jahr auf unserer Sitzung normalerweise alle Bürgermeister der Stadt Köln zu haben. Es ist der ein oder andere immer verhindert. Heute haben wir es so, Sie sind entschuldigt. Deshalb begrüßen wir heute an der Spitze liebe Elke Schwein-Werbes, Hans-Werner Bartsch und Sebastian Wolf. Wir haben es früher so gemacht, dass jeder einen Scheck bekommen hat. 2.000 Euro, OB 3.000 Euro. Diesmal machen wir was anderes. Wir machen einen Scheck, 16.000 Euro. 3.000 Euro für jeden Bürgermeister und der OB 4.000 Euro. Dieses Geld überreichen wir stellvertretend für alle an die Elfi. Und die Vorschläge sind schon eingegangen, das Geld ist eigentlich schon verteilt. Der Rest wird am 16. Mai übergeben bei unserer Spendenvergabe in Gürzenich. Karten können bestellt werden. Ich freue mich über eine zahlreiche Teilnahme auch an dieser Veranstaltung. Danke für Ihr Kommen. Ich wünsche Ihnen bei uns einen schönen Abend. Ja, lassen Sie sich gut gehen. Ja, liebe Elfi, du hast ihn in der Hand. Und ich glaube, wir haben, glaube ich, nochmal 4.000 Euro gegenüber Forst nochmal draufgesetzt. Meine Damen und Herren, wir sagen Dankeschön, das muss ich noch einmal sagen, an das Publikum. Nur Sie machen das möglich. Sie haben auch Kuverts auf dem Tisch liegen. Wenn es nur 5 Euro sind, das ist ganz egal. Wir helfen gerne. Und dies kommt dann hier zusammen. Und ich glaube, dieser Betrag ist nochmal ein ganz, ganz, ganz dicker Applaus wert. Und Sie applaudieren für sich selber. 16.000 Euro übergeben hiermit die Erdmännchen Kölsche für Kölsche. Wir sagen, wir stellvertretend der Stadt Köln, Dankeschön, dass ihr die Einladung befolgt seid. Uns freut es immer wieder, dass ihr dabei seid. Und wir sagen, dem Spielchen hier ein dreimal. Köln! Bürgermeister! 16.000 Euro! Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank. Hallo, hallo. Oh, Mikro habe ich auch wieder. Liebe Damen und Herren, für euch aufgezogen, das Tanzclub Colonia Budwies, der kranke Schlenderhannerluppe aus Köln. Und wir freuen uns sehr, dass wir heute hier im Satori dabei sein dürfen, bei den Erdmännchen. Und das erste Tänzchen, was wir euch mitgebracht haben, ist eine kleine Hommage an unsere aller Heimatstadt Colonia. Ihr seht gleich den Kölner Dom, den Fernsehturm, die Kirchen Groß und Klein St. Martin in unserem ersten Tanz. Du bist Köln. Tanzchor, stellt euch um. Und unseren Techniker bitte ich, zur Kapelle zu kommen.
als voll, ob ich schon mal davon genippelt habe. Ich sage, ich bin nicht angenippelt, aber schon offen. Ja. Hat heimlich was gefreut.
Stimme. Einmal Peter Wings, einmal Tommy Engel und er. Und er hatte letzten Herbst Premiere mit seiner Band. Es gab ein neues Album. Wenn Sie sich dieses Album anhören, werden Sie feststellen, 16 neue, wundervolle Titel, einer wie der andere geschrieben. Jeder Titel könnte ein Hit sein. Und ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Und Sie werden jetzt viel Freude haben. Feiern Sie mit, singen Sie mit. Hier ist Micky Brühl, die MBW Band. Welch ein Empfang, seid ihr extra aufgestanden für uns. Wir sagen Dankeschön und wünschen euch eine schöne Fastenabend zusammen. Schon viel gesungen heute? Dann wird es ja Zeit, dass wir mal gemütlich und vorsichtig loslegen. Ja, so sind wir Kölsche denn wir sind ein Kölsche Blut. Ja, so sind wir Kölsche Jäger. That is
Vielen Dank. Berschen hat schon gesagt, es gibt ein neues Album von uns und davon wollen wir euch natürlich auch ein paar Lieder links und rechts in die Bürsten durch. Steht gerade so schön gemütlich zusammen, am besten hockt euch links und rechts so ein bisschen hin. Das Lied heißt, die Nächte am Ring sind immer la 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 la.
Dank. Ihr wisst ja, die Kölsch alle für sich, die lieben ganz besonders ihre Hymnen und ihre Balladen. Und wir haben uns gedacht, es ist bestimmt noch Platz dieses Jahr, dieser wunderschönen Stadt, für noch eine kleine Hymne. Ballade. Wie geht's so? Ich schreib so groß, noch keine Glocken, ob das höchst aber, lieb ich schon. Ich bin
erfahren, die zweite Abteilung wird genauso toll, freut sich darauf. Und angefangen haben wir mit einem großen Traditionschor am Stadtrand von Köln. Es ist im Übrigen auch meine Gesellschaft, ich bin seit 25 Jahren Chorant dieser Gesellschaft. Herzlich willkommen und der junge Applaus, die Funken Rot-Weiß Gläuel. Und ihr Regiment Spilberzug will sie am Anfang so ein bisschen zum Schunkeln bringen, zum Witzige. Ich hoffe, Sie unterstützen die Damen und Herren. Friedel Losjon.
ist. Ein weiterer Förderer von den Erdmenschen ist unsere alle geliebte Marie-Louise Nikuta, ja, die leider, wie Sie wissen, erkrankt ist. Wir wünschen von ihr Genesung und Marie-Louise kommt bald wieder zurück, damit wir mit dir, mit den Erdmenschen, feiern können. Applaus, meine sehr verehrten Damen. Wir wollen weitermachen in der Bütt als Redner ein wundervolles Duo, meine sehr verehrten Damen und Herren. Seit vielen, vielen Jahren sind Sie im Kölner Karneval unterwegs und Sie zeigen eigentlich per excellence, wie das Zusammenleben von Mann und Frau sein muss. Wenn der mit sich in angehatscht, da wird die gebrüllt, da kommen keine Kraftausdrücke. Aber hören Sie selber, wir sind für Sie die Bickendörfer Knauke. Auf die Bühne, ich bin Rentner, jetzt steht das so. Und in Geschwindigkeit der Mache, wie Kompressionsströme nehme ich mit. Ist ein Balljod. Hör auf. Liebe Zeit noch einmal. Ja, nee, ich muss mal sagen, seitdem, nee, mein Hasi, ja, der ist jetzt in der Blüte der Arterienverkalkung. Verstehst du? Ja. Und jetzt dann anders machen, wenn du noch uns auf der Welt gehst. Nix. Steht die gleiche Fehler wieder machen. Ich fing nur Feuer damit an. Aber kennst du eigentlich den Unterschied zwischen dir und einer Kaffeemaschine? Nee, Lydia, kenn ich nicht. Kaffeemaschine kann ich entkalken. Ja, nee. Der ist ein super Kloppi. Der setzt sich ja mittlerweile beim Essen vor der Spiegel, damit er sieht, ob er ihm schmeckt. Ich bin im Teufel nachher. Warst du eigentlich beim Arzt gewesen? Hör auf mit dem Jenkarzt, hast du mir empfohlen. Wieso? Wenn du den einmal die Knochen gerührt, dann bist du verhart und verkauft. Der Blödmann ist, wie am Hungersöhne, seht ihr für mich, ich kann bei Ihnen nichts finden. Da liegt bestimmt am Alkohol. Da komm ich morgen wieder, wenn du nüchtern bist. Ja, dann hätte er Kino schiebt mir ganz diskret ein Viagra über den Tisch. Moment mal, was schiebt er dir? Eine Viagra schiebt er mir über den Tisch. Soll ich mit ihm nehmen? Und mal rechts und links eine halbe Uhr tun. Für was soll das dann gut sein? Ja, ich sollte bis zum nächsten Termin meine Ohren steif halten. Na, ich jetzt gelesen, das steht jetzt auch Viagra für Frauen, ne? Ach was? Ein Standanzeige gelesen, jetzt auch Viagra für Frauen. Ja, was soll das dann bedeuten? Dann nimm das doch. Ich? Na du. Viagra? Ja, vielleicht flutscht das dann bei uns auch wieder ein bisschen besser. Und wenn du mal ich brauch kein Viagra? Doch, nimm. Da kannst du 8 Stunden lang der Wäsche aufhängen, ohne lahme Arme zu kriegen. Aber willst du mich verarschen? Ja. Scher dich zum Teufel. Vorgestellt, ich bin mit der seiner Schwester verehrt. Heul doch. Und ich habe letzte Woche den Freund getroffen. Wer meinst du Der da? kleine Ferdinand, der so stottere Ding. So weg, der mir jedes Jahr nicht so jung. Wieso? Der hat sich wohl beim ZDF als Nachrichtensprecher beworben. Ja, schön. Da hast du gefragt, wie war es dann? Da ist immer ja wahr mit der Pfote das Gesicht gesprungen. Die haben Ärger. Die haben mich nicht genommen. Ich wollte sie klein. Also, Dinge gibt es, die gibt es nicht, ne? Komm, erzähl mal, Levans, was gestern Abend mit dir los war. Was war denn gestern Abend? Im Heierbettchen. Im Heierbett.
Überall warst du mich am Streicheln. Moment, aber ich dich am Streicheln? Über den Bein bist du mir gegangen. Der Bein. Über den Rücken. Der Rücken hoch. Den Ärmel, den Bauch. Ärmel. Ich war ganz wuschig. Was war los? Ich hatte Fernbedienung gesucht. Das glaube ich ja jetzt nicht. Ich ja. Aber darf ich dich mal was fragen? Yes. Warum hast du mich denn nicht damals hier geholt? Wenn ich im Fernsehen war. Das stimmt nicht. Nee, wenn ich jetzt drüber nachdenke, was man früher für einen Spaß hatte, oh ja, was haben wir viel gelacht. Ach, was haben wir gelacht. Ich blöde Blödmann war auf der 7. Woche der Verliebten. Da war das schon im 4. Mord. Haben wir gelacht. Für jede Überstunde mit Blut, hast du gelacht. Hör auf. Liebe Zeit noch einmal. Ach, was haben wir gelacht. Das macht ja alles möglich Sinn, ne? Trotz und alledem will ich das jetzt sagen. Früher hatte man kein Zick gehabt, der Strömbus zu tun. Heute kannst du mir dabei welche strecken. Haben wir gelacht. Wir haben ja schon Smoke im Schlafzimmer. Moment mal, was meint er jetzt damit? Dicke Luft und kein Verkehr. Ja, ja. Und dann noch was, hey. Du Bullemanns Gästekorb. Hör uns zu. Wir haben zu Hause im Schlafzimmer ja ein wunderschönes Wasserbett. Verstehst du? Haben wir. Ja, habe ich jetzt ein großes Schild drüber gehangen. Hier ruht das Tote Meer. Wenn Sie Arbeit hätten ersparen können. Wenn Sie es nach besoffen haben, kommen wir sowieso nicht mehr lesen. Musst du immer so spät hinkommen? Wo sie steht, dann mache ich freiwillig. Lieber voll nach Hause kommen, als wie leer ausgehen. Außerdem weiß ich ja nicht, was das Jäger holen will. Ich war erst das erste Mal in meinem neuen Verein. Was für ein Verein? Der Verein der Alkoholfeinde. Bei uns steht jeder voll hinter dem anderen. Ja, erzähl mal, und wie gefällt es dir da? Einfach super. Ich darf doch suffe. Moment mal, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, ich bin das schlechte Beispiel. Und stell dir uns vor, wer wir getroffen haben. Wen? Der Müller, unser Norbert, der Müller. Ach, ja, unser Nachbar. Der war auch da mit dem, ja, und noch dem Vereinsabend bist mit dem da ein Bier trinken gegangen auf der Fenderstraße. Ja, nee, ist klar, ne? Vereine Alkoholfeinde Bier trinken. Hallo, geht's noch? Ja, das sind die kölsche Männer, die kannst du nie richtig berechnen. Die machen immer, was sie wollen. Hör uns, du angenommen Kind. Haben die Eltern dich nie gebeten, von zu Hause fortzulaufen? Ja, ist doch wahr. Aber jetzt stell dir uns vor, der Müller erzählt, oder? Der Tee, er ging jetzt mit seinem Leni tanzen. Ja, und? Soll er mir dann auch was machen? So, pass auf, du regende Senkerfähiger. Du und tanzen? Ja, das ist Menschen, wenn sie die abführen. Ich werf mich fort. Der hat überhaupt keine Gefühl für zu tanzen. Bist du bekloppt? Ich war der beste Tänzer von Bickendorf. Man nannte mich den Travolta von der Feldenstraße. Ja, der Monsieur 25 Watt. Der Schwere weiß das. Und so ein bisschen ländlich wie ein Isemann-Schwärmel. Du hast keine Ahnung. Du warst vielleicht der Eintänzer aus der Fischbratküche, mir auch nicht, du Hilly-Willy. Und außerdem tanzt du mir schon genug auf der Nase rum. Ja, wirst du nicht nur eigentlich so beleidigt, nur weil die ein bisschen Blödsinn machen. Ja. Hör mal, eine Frage habe ich aber an dich. Bitte schön. Hat dir eigentlich heute schon jemand gesagt, wie gut du wieder aussiehst? Nee, Schatz, noch nicht. Der macht uns ein paar Gedanken darüber. Also manchmal kümmert die Figur wie Wunderland für. Wie Wunderland? Ja, wenn es sind Waffenblut und ihre Zwecke ist. Das ist für dich ist jedes Stück Stoff immer zu einem Ziel. Du bist halt eine Frau. Ja, klar. Du kannst antun, was du willst. Dir steht nichts. Ach ja, wenn du es siehst, du kannst einfach ausdrücken, was du willst.
aktiv bleiben. Hab ich gedacht, Lydia, komm, gehst du wieder in das Fitnessstudio? Ja, ich habe auch schon 2 Pfund abgenommen. Du bist ja noch nicht geschminkt. So, was ist so, du Barackendackel? Bisschen jetzt muss ich auch an mir dran sehen. Ja, bist ja wie so ein Plakatwand. Aber ich will immer was sagen, das ist kein Speck, das ist alles erotische Nutzfläche. Ich sag immer, ja danke, dann wird dann alle. Da ist doch wahr. Spart dir langsam, aber sonst kommen wir mit dem Text nicht raus. Meine Damen, ich sag immer, besser auf Fett geschwabbelt als auf Knochen gerabbelt. Das war jetzt mein Stichwort. Aber Leute, ich habe lieber die schlankeren Frauen Hey, Moment mal. wie die dickeren. Wenn du mit den dicken Ohren zum Aro und ein Bettchen gehst, bist du um 12 Uhr noch nicht überall gewesen. Leute, das gibt Stress, das geht aber Bümmchen. Hallo? Ich habe nichts gegen schlanke Frauen, nein, um Gottes Willen. Alles toll. Aber es gibt eine Person, eine einzige. Seine Schwester. Lass das Mädchen wohl nur, weil was überschlankt ist. Das ist so eine tapezierte Knoche da, verstehst du? Ja! Mein Gott, Jesus, und dann die ganze mit 6D-Lichter röntgen. Wenn die einen zweiten Bauchnabel hätte, so die aus wie ein Blockflöte. Da bin ich doch froh, dass in meiner Familie alles in Ordnung ist. Ja, du hast eine Scheuklappe auf der Ohren, kann das Sinn? Du bist doch dort wo. Alles in Ordnung. Dein Bruder steht da auch neben den Schuhen. Lass ihn in Ruhe, der arme Jäger hätte da noch nie getan. Komm, Rolf. Der ist so blöd, der stellt ja schon leere Fläche in den Kühlschrank. Da könnt ihr sehen, da kommen der keine durch, ne? Der ist so eine liebe Kerl, läuft man da. Der kann alles verkaufen, was er tut. Vorige Morgen haben die dem Abschleppauto vor angetreten. Für 1500 € ein Abschleppauto. Was haben die dem Bruder? Für 1500 € haben die dem jungen Abschleppauto angetreten. Moment mal, deinem Bruder haben sie ein Abschleppauto verkauft für 1500 €. Für 1500 € Abschleppauto. Rolf, da ist bestimmt ein Haken dran. Ja, eben nicht. Aua, ehrlich doch. Ja, was soll man dazu sagen? Es gibt keine schlimme Lehre als das, was der Mensch sich selbst andenkt, ne? Du hast es einmal recht. Ach ne. Da bin ich immer noch froh, dass es noch schöne Situationen gibt, die man noch so erleben kann. So wie das mir passiert ist. Was ist passiert? Ich war am Heierbettchen am Schlafen und habe geträumt. Neben mir am Bett steht eine wunderschöne Fee. Oh. Und Rolf immer, Rolfi, hallo, Rolfi. Ja, die mal. Du warst immer so eine liebe Junge gewesen, du hast einen Wunsch frei. Das darfst du dir wünschen. Entweder bekommst du mehr Hirn, oder wir machen das rundherum all was größer. Was hast du denn genommen? Hast du jetzt? Sage doch, Arterienverkalkung, verstehst du? Apropos Verjäste, du allen Kniesbügel da. Ne, der ist so geizig, hier kann ich euch ruhig erzählen. Ich bin nicht geizig, übertrieben, so die Lüpfe mal denken. So eine Kniesbügel wie der, sie Wochen und Monate verspricht er mir schon Neuspülmaschinen. Nix dreht sich aber auch, ja nix. Du bist ja, ich bin nicht geizig, ich hab dir so ja heute für heute Abend ein Geschenk mitgebracht. Du, mir. Na ja, wir haben da Brötchen sonst gekriegt und ich hab das Ding gekauft. Was soll ich denn jetzt mit dem Hammer? Kannst du die neue Spülmaschine aus dem Kopf mitkloppen. Das glaube ich ja jetzt nicht, ne? Du schöner Fifi da. Ich habe aber auch einen Traum gehabt. Was hast du denn geträumt? Ich habe vom Meer geträumt. Warum bist du nass geworden? Du Blödmann, von mehr Geld. Musst du arbeiten, ja, was machst du da mit unserem ganzen Haushaltsgeld? Stell dich mal auf die Waage. Was ist denn das? Von wen arbeite ich an? Wer die denn die Hemden bügeln? Du, Wer die kochen und spülen? du.
Wäsche, putzen, einkaufen. Du. Ich komme mir vor wie Aschenputtel. Ja, dann kann ich dir ja bei der Eheschließung versprochen. Ein Leben mit mir wird für dich wie im Märchen sein. Nee, meine Damen, wir Frauen sind alles Engel. Ah ja. Und wenn man uns die Flügel bricht, nehmen wir unseren Besen und fliehen weiter. Ja. Männer, und ich sage euch jetzt, ne? Wir sind doch schon bei der Erderschaffung sind wir doch schon verarscht worden, was der Ägypter alles verzahlt hat. Aber das ist jetzt schon Problem. An jeder Ecke werden die ideale Frau finden und warum? Dann macht er die jede rund. Deswegen sage ich lieber Kölsch in der Blutball wie Luft im Darm. Manchmal frage ich mich, warum Gott Männer erschaffen hat. Weil ein Vibrator keinen Rasen mähen kann. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie sehen, wir haben wieder kurz umgebaut. Sie sind es seit vielen, vielen Jahren gewohnt, dass es bei den Erdmenschen auch einen Stargast gibt. Etwas anderes wie auf dem Karneval. Und ich freue mich, Ihnen einen Mann heute zu präsentieren, der seit vielen, vielen Jahren in Deutschland unterwegs ist, große Galas besucht. Er ist ein Stimmenimitator, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und glauben Sie mir, er imitiert Künstler, die Sie kennen, mit ihren wundervollen Liedern. Und schließen Sie einmal die Augen und glauben Sie mir, Sie werden an der Stimme keinen Unterschied feststellen können. Ich darf Ihnen viel Spaß wünschen, unterstützen Sie ihn. Hier ist für Sie Mr. Tom. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich möchte mich vorstellen, ich bin Mr. Tom und Stimmenimitator und Parodist. Ein Parodist parodiert Persönlichkeit. In meiner Show werden viele berühmte Stars auftreten. Diese werden von mir alle garantiert live gesungen. Aber ich will nicht viel reden. Ich gebe Ihnen am besten eine kleine Kostprobe, wenn ich schon das Mikroskop im Hand habe. Ein Sänger aus Italien. Sono male situazioni, quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni. Oder ein älterer Kollege von ihm. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E le partite per le spiagge sono und so weiter, Und so später blaue Himmel wie heute Nachmittag. Damals in Amerika. There's a soft light, like home in Chicago morning, waves out this ball. Did I get home? Der weibliche Chor, aber mit gesungen. Eins habe ich noch. Okay? Nun, müssen Sie nicht weiter auf die Vorderspannung verstehen. Gute Unterhaltung bei meiner Show. Sweet on this, sweet on the kiss, sweet on the kiss. I
Moment, den darf ich mitnehmen. Dankeschön, Stefan, den Fall. Also, was brauchen wir, junge Gesellschaft? Wir sagen Dankeschön für diesen tollen Empfang. Ich finde es toll, dass ihr hier seid für diese Wohltätigkeitsaktion, so wie wir das auch gerne unterstützen haben. Es gibt genug Menschen, die können es sich leisten. Und Dankeschön, dass ihr hier wart. Dankeschön, dass ihr die Künstler unterstützt. So. Und draußen steht eine der besten Nachwuchsbands von Köln. Wenn gleich der Mickey Lauber hier vorne steht, dann grüßt mir bitte die Nummer 2 im Karneval. So, und ich sag, Ausmarsch bitte! Wir haben uns herzlich bedanken mit Träger kräftig Kölle! Kölle! Power Schnauzer! Vielen Dank, Manager. Tschüss! So, liebe Menschen, Dankeschön nochmal für diesen grandiosen Empfang. Bleibt gesund, wir sehen uns wieder. Tschüss, euer Schnauzer! Die Domstimme ist im Haus. Schön bei euch zu sein. Was für eine Musikmache. Ja, wer uns kennt, der weiß, wir machen unser Ding. Wie sieht's aus? Macht ihr euer Ding? Und lass mal singen. So, mach dein Ding, 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 Ding. Und du bist mittendrin, Ding, 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 Ding. Mittendrin im Leben. Und hier geht's einfach gut. Seid ihr dabei? Ja, mach dein Ding.
Ich bin ja ein Freund des Sommers. Und wenn es euch genauso geht, dann packt jetzt die Badehose in den Bikini ein. Denn ich will Sommer. Lass mal singen. Achtung!